Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Days Gone auf Pelzig. So, wir fahren auf jeden Fall noch zur Werkstatt. Ich muss nämlich dringend noch tanken, wie ich gesehen habe. Deacon, Corporal St. John. Schön, dich zu sehen, Mann. Hey, Sergeant. Yep. Und Eine yep. Reparatur. Okay. Kläbis repariert, 2%. Okay, dann, was hat der Chef zu Sarah? Chef, was gibt's? Colonel, mache Meldung wie befohlen. Corporal St. John, ich höre nur Gutes über Sie von Lieutenant Weaver und Sarah, Lieutenant Whittaker. Sie loben beide Ihre Arbeit. Danke, Sir. Ich versuche nur zu helfen. Ich habe noch einen Job für Sie. Südöstlich von hier ist ein Drifterlager am Highway 97. Sie führen Blitzangriffe durch, überfallen Versorgungstrupps und ziehen sich in ihr Camp zurück. Diese Feiglinge. Sie haben eine Verteidigungsposition auf dem Dach einer alten Tankstelle errichtet. Sie ist auf der Karte markiert. Ich habe mich mit Captain Corey beraten und er meint, dass ein einzelner Soldat geschickt werden sollte, der allein arbeiten und das Überraschungsmoment nutzen kann. Okay. Ja, Sir, das kann ich machen. Sehr gut, Corporal. Melden Sie sich, wenn die Mission erledigt ist. Wegtreten. Interessanterweise ist Deke irgendwie der Einzige, der losgejagt wird, während die anderen immer in der Masse auftreten und anscheinend so blöd für solche Aktionen sind. Ich meine, ein einzelner motivierter Soldat mit einem Snipergewehr, der auch damit umgehen kann, ist wahrscheinlich geschickter in sowas als eine ganze Horde von Soldaten, die losgejagt wird. Okay. Dann wieder dorthin zurück. Theoretisch hätte man das auch über Funk durchgeben können, da hätte ich nicht so viel Weg verschwendet. Na gut. Okay, ich bin gespannt, was da jetzt kommt. Das werden wahrscheinlich aber nur irgendwelche normale Raiders sein und nicht die Überbleibsel vom Ripper-Kult. Weil dass man da nicht alle erwischt hätten, das sollte ja klar gewesen sein. Das waren ja bei weitem nicht alle in dem Hauptlager von der Ripper. Von daher hat es ja so kommen müssen. Ja, oh, super. Bär höre ich nicht so gern. Okay. Halte mal den Gauler. Ich habe noch was drauf liegen, sehe. Ah ja, nur ein Wecker. Schlecht sein. Aber, ach, das können wir gebrauchen. So. Moment. Dann will ich doch gar nicht hier. Ich will dort hier. Joink. Dann wieder zurück. Und einmal Wände bitte. Plünderercamp. Ja. Und das natürlich bei Nacht. So sind wir das gewohnt. Bei Nacht, wenn überall die Freaker rumstreuen. So muss das sein. Okay. Mal aus. Pirschen uns an. Wenn wir da unseren... Ne, da ist noch... für einen Schuss wird es noch lange. St. John. Ich bin jetzt am Standort. Waren meine Berichte präzise? Sind Oh ja, Sir, das Fettgepanzerte. waren sie. Brauchen Sie Verstärkung? Nein, Sir. Wie Sie schon sagten. Aber ja, das überrascht. Boah. Falls es nötig wird. 2 fettgepanzerte. Okay, wie war das? Weitermachen, Corporal. Garrett, Ende. Ja, das wird jetzt alle Freaks aus der Nähe locker. Einzelnes Arschloch, was mit dem Schläger bewaffnet nur vorstürmt, ist nicht so gut. Ja. Wie gesagt, ich arbeite am liebsten auch sowieso mit dem Snipergewehr, ganz ehrlich. Das ist immer das Präziseste. Panzerung. Gepanzert. Nur noch 4. Oh, scheiße. Okay, dann als MG. Da muss ich aber näher dran. Okay. Gut, die ist dann weg. Und ja, jetzt ist ja sowieso scheißegal eigentlich. Weil jetzt... Wow! Ja, jetzt... Wow, Alter. Jetzt ist es sowieso scheißegal.
mit der Schalldämpfer. Jetzt haben mich eh schon alle möglichen Viecher und Bandite gehört. Oh Mann. Jawohl, das Mal habe ich getroffen. Und der andere Jäger, der wartet einfach geduldig. Okay. Gut, die andere Bandite haben auch artig gewartet, bis ich hier fertig bin mit meinen Jäger. Nächster Rückzug. Bei dich gibt's keinen Rückzug, Kerl. Wer am lautesten rumplärt, wird auch am ehesten getroffen. Nur so kleine Kriegsweisheiten. Dose, Schießpulver, alles klar. Irgendwo muss allerdings da einer rumwurschteln. Oh, Rohrbomber. Nehme ich natürlich sehr, sehr gern. Ja, das müssen die Overdons sein, ne? Also Anna ist noch übrig von deiner. Sterilisierungsmittel, ja, Desinfektionsmittel ist natürlich voll. Die Tanke dürfte ich eigentlich soweit auch geplündert. Ah, doch nicht ganz geplündert haben wir. Okay, wir gucken natürlich, dass wir auch over hier kommen. Je nachdem, wie ich da hochkomme, gibt es da irgendwo Leder oder muss ich da in der obere Stockwerk irgendwie hoch? Ich befürchte, so komme ich nicht hoch. Ah, dann habe ich ihn geplündert. Lappen. Habt ihr übrigens gewusst, dass auf Schwedisch Lederlappen wirklich Batman hieß? Beziehungsweise, also Batman wird im schwedische Lederlappen genannt und ist wirklich mit Ä und Lappen wie auf Deutsch Lappen. Und das heißt auf Schwedisch Fledermaus. Und Batman wird in Schwedisch, es gibt Comics von Batman, da steht einfach nur fett Lederlappen drauf. Das ist so geil. Da habe ich mich echt irgendwie gekriegt, als ich das erste Mal gesehen habe. Warum ich danach wieder so auf Schwedisch geht. Na 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 Lederlappen. Herrlich. Ich finde es großartig. Könnte ich mich immer noch kaputt lachen drüber. Okay, Intruders will be shot. Ah, da ist der Kerl und da ist die Leder. Und Hier! tschüss. Das war der letzte. Oh mein Gott. Wie erwische ich sie? 100%. 1800 Vertraue Wizard Island. 80% die Plündercamp-Jäger. Ja, es sind nicht mehr allzu viele übrig. Können wir hier mal ordentlich flattern gehen, denn hier im Camp, aber. Level gibt es aber 3. Hier spricht Corporal St. John. St. John, ja, das Plünderercamp. Ist das erledigt? Sir, ja, Sir. Wie befohlen. Molotow. Hervorragend, Corporal. Weitermachen. Ja. Der wird sich wahrscheinlich auch wünschen, dass der Rest von der Miliz mal wirklich so effektiv ist wie der einzelne Typ. Weil ohne Scheiß, Diek Alley reißt eigentlich schon die ganze Scheiße. Für so einen Auftrag hätten sie wahrscheinlich wieder zig andere Typen gebraucht. Und hätten wahrscheinlich auch zig andere Typen verschwendet davor. Okay, sonst gibt es hier nichts mehr. Na gut. Oh. Das war jetzt der schneller Ausstieg. Aber Anna fehlt uns hier tatsächlich noch. Das wird wohl der hier sein. Nee. Naja, dann egal. Dann ist es egal. Ich habe alles und mehr erledigt, als ich wollte. Und kann mich dann wieder der nächsten Aufgabe widmen. Das hat mich jetzt wieder wie viel Benzin gekostet? Ja, leckt mich am Arsch, schon wieder auf 68% runter. Bei der Gelegenheit können wir doch gleich mal tanken gehen, fällt mir ein. Die Tankstelle gehört ja jetzt wieder uns, mehr oder weniger. Da können wir genauso gut hier wieder mal schnell tanken gehen, ne? Oh, dann mal los. Dann sparen wir uns wenigstens das an Benzinkosten. Das sollte reichen. Jo. Gut, dann wieder zurück. Bleibt ja eigentlich jetzt nur noch die Hauptquest. Auf das Ding kommen wir vorher schon drauf, wenn wir kein Motorboot haben. Wir könnten uns allerdings noch hier drum kümmern. Das wäre doch noch eine Idee, oder? Dass wir uns hier noch um die rechtliche Nester kümmern. Die sind immer sowieso so ein bisschen ein Dorn im Auge noch. Und da hatte ich damals nicht genügend Molotow-Cocktails dafür. Lässt sich noch holen. Die Horte hier in der Nähe würde ich erst machen, wenn ich mehr als genug Sprengsätze und Scheißdreck parat habe. Okay.
Das war da, wo es Styropor war, ne? Ja. Dürfte das Gebiet sein, ja. Okay, halte mal eine Gaul. Ah, da ist... Ja, ich sehe es. Ja, die schlurfen jetzt, die Raber. So, wecken wir sie nochmal auf. Das war noch das. Das können wir probieren, doppelt zu zünden. Ja, das schlägt auf beides über. Hervorragend. Dann haben wir auch nämlich mehr parat. Und da ist auch noch. Ja, da sehe ich den Mast. Da hängt noch ein Nest dran. Kriegen wir hier. Und zipp. Und weg. Hervorragend. Dann hätten wir uns dort drum auch noch gekümmert. War mir persönlich wichtig. Weil ich denke, wie gesagt, wenn die ganzen Gebiete fertig sind, gibt es wahrscheinlich auch nochmal irgendwie Medaille oder Abzeichen, Playstation-Trophäe oder sowas davor, ne? So, dann ist das ganze Gebiet endlich mal sauber. Und wir können eigentlich nach Wizard Island zurückkehren. Das sieht doch alles mittlerweile sehr, sehr ordentlich aus. Das stört mich eigentlich noch ein bisschen. Aber da können wir uns sehr viel Gebiet sparen. Indem ich jetzt nochmal von da aus mal Schnellreise mache und dann nochmal zu dem Gebiet fahre, wo die Kreischernester sind. Und dann machen wir die Ravennester auch noch platt. Also ich persönlich finde das, wie gesagt, wichtig. Es stört mich immens, wenn so optionale Ziele auf der Karte nochmal irgendwie rumgeistern und ich will die eigentlich alle abgefrühstückt haben. Klar, man hat nicht immer die optimale Ausrüstung bei sich, aber für solche Fälle warte ich auch immer ein bisschen, kehre dann wieder zurück, aber ich möchte es eigentlich alles immer so gut ich kann in einem Rutsch erledigen, weil später müssen wir vielleicht auch wieder die Strohs nutzen, vielleicht findet wieder eine Kopfgeldjagd von irgendeinem Drifter mit dem Bike statt und da habe ich einfach keinen Bock, dass das infiziertes Gebiet ist. So viel zu den Kobolde in meinem Kopf. So, halte mal eine Gaul an. Oh, jetzt ist er von do aus Kummer. Na egal. Okay. Ich habe gedacht, er nimmt eigentlich die Next Pforte, die in der Nähe ist, aber nee, er fährt schön außenrum. Kein Wunder, dass mir das immer so viel Benzin kostet, die Schnellreise. Wenn der immer nur den nördlichen Eingang nimmt, noch Wizard Island und nicht das südliche. Okay, komm. Kriegen wir auch noch hier. Dann fahren wir von dort aus nämlich manuell wieder noch Wizard Island. So rum. Aber es ist hier schon wieder Sonnenaufgang, wie es aussieht. Ich halte trotzdem auch die Aare auf, zwecks Bandite, die hier möglicherweise plündern wollen. Und wieder Seile spannen. Zweites Mal möchte ich nicht, dass mir das passiert. Das war beim ersten Mal schon hässlich genug, wo mir das passiert ist. Ich möchte das zweites Mal provozieren, um ehrlich zu sein. Huch! Wie sieht denn das Gebiet hier aus? Keinerlei Textur vorhanden. Nur so Schotterstroß. Ja, aber gerade Sarah. Du hast anscheinend die Textur einfach gefehlt. Seltsam. Ja, hin und wieder hat es noch so ein paar Bugs drin. Deswegen wird ja eigentlich auch beinahe jedes zweite Mal, wenn ich das Programm öffne, beziehungsweise wenn ich Aufnahme mache, so im 2 Wochen Abstand werden ja wieder Updates rauskommen für die PlayStation 4, dass bloß solche Fehler behoben werden. Jetzt aber fort. Wenn er das mit Sperle noch erwischt. So. So ein Meißelbeißer. Okay. Einmal alles? Ne, da oben ist noch was. Oh, scheiße, einer ist noch übrig. Mistvieh. Endlich. Scheiße, wir können keine Mollys Hersteller. Ja gut, Sonnenaufgang ist da. Das ist sehr schön. Möglicherweise haben wir hier noch Kerosin oder was zum Flattern, ne? Diese eklige Krabbler mit ihrer Geräusche. Das ist so widerlich. Verstörend zugleich. Ach, für Teufel. Ich finde Krabbler echt dermaßen verstörend und ekelhaft.
Jawohl, darum ging es mal ums Kerosin. Ein kleines Rohr haben wir auch noch gefunden. Okay, wir gucken nochmal im Außenbereich, ob wir hier vielleicht auch noch Kerosin... Jawohl, Jackpot. Ob wir das nämlich auch noch hier finden. Hier im Schuppe ist nichts mehr. Und hier sehe ich auch nichts. Okay, das war doch schon mal mehr als erhofft. Und normalerweise denke ich immer, scheiße, da kommst du in irgendein Gebiet rein, dann findet sich mal wieder nichts. Okay, dann können wir jetzt nämlich eventuell noch... die Dinger kriegen wir leider erst, wenn wir die Napalm-Molotovs haben. Aber wir können auf jeden Fall schon mal unser Bike auftanken. Aber vorher sollte man noch das hier erledigen. Oh, scheiße, das sind noch mehr als genug. Eine scheiß Nester. Okay, das könnte genau das sein, was wir noch brauchen, ne? Nummer 1. Bloß richtig werfen. Nummer 2. Ich glaube, mehr ist es echt nicht mehr. Ja, perfekt. Hat gerade noch so gelangt. Gut, dann können wir noch unser Benzinvorräte auffüllen. Wie viel haben wir noch im Tank? Wow. Gutes Timing. 53%, alter Latz. Das schluckt ja heftiger als ein Trucker noch Feierofen. Alter Falter. Dann, ja, Dick, fahr. Lass es auf der Straße liegen für der nächste Typ. Und ja, wir folgen jetzt der normale Spur und können dann so zum Südeingang gehen. Da ist nämlich das Farmhaus auch wieder gesichert. Finde ich sehr, sehr gut. Dann ist jetzt nämlich nichts an Nester mehr auf der Karte übrig. Das haben wir geräuchert, da haben wir ausgeräuchert, das ist sauber, 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 perfekt. Wir sind jetzt in einer für unser derzeit aufgedecktes Gebiet saubere Karte unterwegs. Sehr schön. Und... Jui! Gruß ans Getriebe und Gruß an die Karosserie. Okay. Sehr schön. Dann haben wir es eigentlich gleich wieder. Das war Gruß an die Karosserie hoch 3. Allerdings habe ich wenigstens so keinen Schade erlitten. Vor lauter, ich gucke mal ins Panorama rein. Weil ohne Scheiß, von außen betrachtet sieht Wizard Island halt schon richtig, richtig geil aus. Da gibt's nichts. Ist halt eine befestigte Insel. Und so habe ich jetzt noch 5% Benzin ausgegeben. Wahrscheinlich 7%, wenn ich jetzt drin bin und reif war. So. Aber Wizard Island sieht schon hammermäßig aus. Das ist auch richtig übel befestigt, das Ganze. Also für Postapokalypse-Verhältnisse ist das wirkliche Fort. Das ist eine Festung. So. Dann gucken wir mal wieder wohin. Warum strengst du dich nicht an? Warum bist du noch in meinem Hindernisbalkon? Okay. Ja, Gunnery Sergeant Hartman. 1,75 Meter, seit wann kann man Scheiße so hoch stapeln? Ach ja, Full Metal Jacket. Ja, der hechtet mal wieder weg, der Knetkopf schon einfach zur Seite zu gehen. Ach ja, Full Metal Jacket hat die geilste Sprüche teilweise. Aber ich hau jetzt nicht die wichtigsten Sprüche raus. Auch wenn das Spiel ab 18 ist. Und ich die Sprüche hier durchaus raushauen dürft. Aber ja, der Arschstand verbietet das eigentlich, das in der Öffentlichkeit rauszuhauen. Gucken wir uns lieber die Videosequenz an, ne? Taylor, was ist denn los? Mann, ist es denn zu glauben? Der Arsch Captain Curry lässt mich Wache schieben. Fuchte Als ob. damit nicht so rum. Ja, ich weiß, das ist ein Scheißjob, aber du kriegst das bestimmt hin. Okay? Ja, ja. Ey, was läuft denn so bei dir, Mann? Hast du dir Wolf gefahren oder so? Soll der Doc dich ordentlich Ist dein einschmieren? Ohr. Was? Ich höre dich nicht. Ich verarsch dich doch nur, Mann. Ich habe überhaupt keine Schmerzen, Alter. Ich habe Oxy vom Doc gekriegt. Die sind der Hammer. Ja. Mir geht's gut. Alles bestens. Oh, hey. Der Lieutenant war vorhin hier.
Und sie wollte irgendetwas vom Doc haben. Ja? Dachte, das interessiert dich. Ja, na klar. Wir sehen uns, Taylor. Ja, Mann. Ja, Taylor ist vielleicht nicht der hellste, aber ist eigentlich ganz sympathisch. Das wird schon. Aber keine Schlägereien. Ich versuch's, Doc. Weißt du, me parece... Es ist schon eine ganze Weile her, dass ich da draußen war. Ich werde weich. Estoy ablandando. Soll das sein? Oh, im Ernst jetzt? Du willst mit mir da rausfahren? Vor diesem ganzen Mist bin ich selbst oft gefahren. Okay, dann los geht's. Corporal? Doc? Reisepläne? Colonel, ich war lange nicht in der Außenwelt, also wollte ich Corporal St. John nein, begleiten. nein. Wohl eher nicht. Colonel, no Ich entiendo. weiß nicht, was ich ohne Sie machen würde. Ihnen darf nichts passieren. Sie sind zu wertvoll. Das ist... Ich passe auf ihn auf, Sie... Wegtreten, Corporal. Matt, ich war doch schon öfter draußen. Ich verstehe. Aber nochmal, es darf Ihnen nichts passieren. Ich weiß nicht, was ich tun sollte, wenn Ihnen da draußen etwas zustößt. Ja, und Deke als Schütze Arsch, der ist natürlich opferbar. Toll, sie sind so wertvoll. Ein guter Soldat, 67%, genauso viel wie bei Wie hat er überlebt? 43% Recht und Unordnung. Was mich weitermachen ließ, Story-Mission. Ich muss ehrlich sagen, Garrett ist jetzt nicht so mein Lieblingscharakter, den finde ich nicht gerade besonders sympathisch, den Typ. Auch wenn ich verstehen kann, dass er natürlich als Kommandant ziemlich hässliche Entscheidungen als treffen muss und dass er sich halt an beliebt machen muss als Colonel. Trotz allem, ich finde ihn nicht so sympathisch. Okay, Tageszeit ändert sich jetzt wieder. Ich glaube, das ist jetzt bei Sarah wieder im Zelt und nicht bei Weaver. Ich hoffe, wir kriegen bald wieder die optionale Weaver-Dinger, dass ich bald den Napalm-Molotov endlich freischalten kann. Tja, das war's. Mehr kann ich nicht machen. Wie kann ich helfen? Gar nicht. Es sei denn, du hast einen DNA-Synthesizer. Nein, aber es gibt einen Schrottplatz bei Fort Klamath, Deke, wo da ich gibt's hinfahren nichts, was könnte. ich brauche, du. Gott, ich lern's wirklich nie. Aber ich weiß tatsächlich, wo einer ist. Wirklich? Ja, dein altes Labor, Cloverdale. Okay, ja, super. Wir müssen nur einen Weg finden. Über die Berge. Ja, du hast recht, völlig unmöglich. Mein Gott, du kennst deinen Weg, nicht wahr? Gut, du kannst mich fahren. Ist das ein Befehl, Lieutenant? Ja. Nein, es ist Na, kein was denn? Befehl. Tja, keine Ahnung. Fährst du mich hin oder nicht? Warm anziehen, wenig einpacken. Hey, Deke. Oh mein Gott, wenn du noch einmal Danke sagst, dann... Na, endlich. Sag, wenn du fertig bist. Gut, allmählich wird's. Hoffentlich wieder. Okay, es sieht wohl aus, als würden wir dann über den Norden wieder über den Thielsen-Pass fahren und somit wieder ins alte Gebiet reingehen und raus aus dem Milizgebiet. Also das ganze südliche Gebiet ist ja eigentlich total von der Deschutes County Miliz eingenommen. Kleiner Ausflug, Lieutenant? Colonel? Captain? Ja, wir wollen nach einem Gerät suchen, das ich benötige. Verstehe. Wie geht Ihre Arbeit voran? Gut. Gut, mit die Corporal St. Johns Hilfe habe ich gute Fortschritte gemacht. Danke, dass er meinem Projekt zugeteilt ist. Nun, Lieutenant Weaver macht auch Fortschritte. Er sagt, er wolle seine chemische Waffe Ende der Woche testen. Ich weiß. Meine ist bald fertig. Ihnen ist doch klar, dass sie wertvoller für uns sind als jedes Gerät. Geräte kann man ersetzen, Sie nicht. Ich war schon in der Außenwelt. Sie wissen, ich komme allein zurecht. Weitermachen. Corporal? Ich möchte gern Weavers Ausrüstung sehen. Ich möchte sehen, was er macht. Ich will nachsehen, wo er jetzt. Jo, das war mal wieder ein Statement, aber immer hier, Sarah darf gehen. Was mich weitermachen ließ. Fahre zum Thielsen-Pass, genau. Ich gebe niemals auf. Das ist dann natürlich auch noch mit dabei.
und dann wohl zu ihrem alten Labor. Jetzt ist nur die Frage, wo genau in dem Gebiet um Lost Lake ist, glaube ich. Ich war schon lange nicht mehr da in dem Gebiet. Und ob wir jetzt hier möglicherweise das nochmal aufgeknackt kriegen. Bin ich mal gespannt. Allzu weit können wir uns wahrscheinlich nicht entfernen, weil die Stories von der Miliz ja eigentlich noch nicht beendet sind, soweit. Das heißt ja immer ordentlich noch was zu tun. Aber das ist das Sache für die Yankee von Übermeier, die ich sage, ihr liebe Leute. Also machen's gut, bis dahin dann. Es wird eine tolle Episode. Iron Yankee.